Diese Bilder zeugen von einem bedeutenden Ereignis in der jüngsten Geschichte Afghanistans. Sie entstanden im nördlich von Kabul gelegenen Panjshir-Tal, anlässlich der Beerdigung des Anführers der afghanischen Widerstandskämpfer gegen die Sowjets und später gegen die Taliban. Der Verstorbene war in Europa als Kommandant Massoud bekannt. Diese Aufnahmen zeigen ihn bei seinem letzten Interview. Ahmed Shah Massoud fiel 2 Tage vor den sogenannten 9/11-Attacks in New York und Washington D.C. einem Attentat zum Opfer. Seine Leiche wurde erst eine Woche später heimlich von Tadschikistan nach Afghanistan überführt, um sie auf diesem Hügel unweit seines Heimatdorfes zu begraben. Nach islamischer Tradition hätte die Bestattung noch an seinem Todestag erfolgen müssen. Warum wurde damit eine Woche lang gewartet? Welche Schwierigkeiten gab es bei der Beerdigung? Diese Bilder wurden von einem Dutzend afghanischer Kameraleute gedreht. In wessen Auftrag? Und gab es eine Verbindung zwischen diesem Attentat und den Ereignissen vom 11. September 2001? Doch zurück zu den frühen Morgenstunden des 16. September 2001. Der Sarg des Kommandanten Massoud, den diese Männer mit der Nationalflagge bedecken, ist soeben in den Hubschrauber verladen worden, mit dem er gewöhnlich flog. Zuvor war die Leiche heimlich 7 Tage lang in einer Kühlkammer in Tadschikistan gelagert worden. Einen Moment. Der Mann, der hier in die Kamera blickt, ist ein Verwandter und Weggefährte Massouds, Dr. Abdullah Abdullah. Als Außenminister des international anerkannten Islamischen Staates Afghanistan hielt sich Abdullah gerade in Indien auf, als Massoud in Khwaja Bakhaudin im afghanischen Nordosten einem Selbstmordattentat 2 vermeintlicher Journalisten zum Opfer fiel. Massoud wurde in aller Eile nach Tadschikistan ins Krankenhaus von Fachar gebracht. Später wurde seine Leiche in Kurgan Tepe versteckt. Warum versteckt? Weil sich der größte Teil Afghanistans in den Händen seiner Feinde, der fundamentalistischen Taliban, befand. Heute nun wird Massouds Leiche in sein Heimatdorf im Panjshir-Tal überführt, das etwa 100 Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernt liegt. Dr. Abdullah ist erst am 13. September 2001 nach Afghanistan zurückgekehrt. Er hat Massouds Tod offiziell bekannt gegeben. Der Mann rechts des Sarges ist Kommandant Mohammed Fahim, Massouds Nachfolger. Er ist der neue militärische Führer der Allianz gegen die Taliban. Der Hubschrauber überfliegt jetzt die Stadt, in der Massoud getötet wurde. Die beiden Helikopter am Boden werden Massouds Maschine folgen. Sie transportieren hochrangige Beerdigungsgäste. Vor ihnen liegen 300 Kilometer. In dieser sehr bergigen Region ist der Hubschrauber das praktischste und schnellste Transportmittel. Das ist Massouds Heimatdorf. Schon seit dem frühen Morgen treffen Männer aus dem gesamten Tal ein, das sich über gut 100 Kilometer erstreckt. Aus Angst vor einem Angriff der Taliban wurde das Nationalbegräbnis sehr diskret angekündigt. Dennoch sind viele Menschen gekommen. Tadschikische Bewohner des Tales, aber auch Tausende von Flüchtlingen, die hier Zuflucht vor den Taliban gesucht haben. Dieser russische Panzer hat ein Geschütz im Schlepptau, das den Sarg bis auf den Hügel transportieren wird, auf dem Massouds Grabstätte liegt. Der Sarg wird hier auf der Lafette des Geschützes stehen. Vorn und hinten auf dem Panzer und neben dem Sarg sollen Familienmitglieder und einige ranghohe Persönlichkeiten des afghanischen Widerstandes Platz finden.
Der Junge, der wie sein Vater die Hände im Rücken verschränkt, ist Ahmad, Massouds einziger Sohn. Er ist 10 Jahre alt. Nach islamischer Tradition nehmen Frauen nicht an Beerdigungen teil. So sind weder Massouds Ehefrau noch seine 4 Töchter anwesend. Unter den hohen afghanischen Würdenträgern, die nun eintreffen, sind Vertreter aller Widerstandsgruppen. Tadschiken, aber auch Pashtunen, Hazara und Usbeken. Das hier ist beispielsweise Kommandant Sabun, ein Pashtune. Er ist ein ehemaliger Feind Massouds, der sich der Allianz gegen die Taliban angeschlossen hat. Der Mann, der hier den kleinen Ahmad begrüßt, ist der Fundamentalist Abdul Rasul Sayyaf. Auch er ein Verbündeter Massouds. Der ranghöchste anwesende Politiker ist der Mann in der Mitte dieser kleinen Gruppe. Burhanuddin Rabbani wird von der internationalen Gemeinschaft als Präsident der Republik Afghanistan anerkannt. Als Rabbani eintrifft, ist Massouds Sohn gerade von Journalisten aus Europa, Iran und Japan umgeben. Ein Iraner stellt ihm einige Fragen. Präsident Rabbani, hier rechts im Bild, kann sich nur schwer einen Weg durch die Menge bahnen. Hoppla, ein ungestümer Kameramann, der von links kommt, hätte Rabbani beinahe umgerannt. Dieser beschließt, um die Gruppe herumzugehen, um ein respektvolleres Publikum, das etwas abseits steht, zu begrüßen. Doch zurück zu den ausländischen Journalisten, die den kleinen Ahmad befragen. Sie sind heute nur hier, weil sie sich zum Zeitpunkt des Attentats bereits in der Region aufhielten. Anderswo ist die Weltpresse weder über Massouds Tod noch über sein Begräbnis informiert worden. Im Allgemeinen reisen Journalisten in die von der Allianz gegen die Taliban kontrollierte Region, in der auch das Panjshir-Tal liegt, über Tadschikistan ein. Doch Massouds Attentäter kamen aus Pakistan, das die Taliban unterstützt. Sie hatten sich in einem Al-Qaida-Camp in der Nähe von Jalalabad aufgehalten, bevor sie Kontakt mit dem Widerstand aufnahmen. Durch Zufall wurden die beiden falschen Journalisten vor dem Attentat gefilmt, als sie an einer Versammlung mit Sayyaf teilnahmen. Ein Kameraschwenk ins Publikum zeigt ihre Gesichter. Das sind sie. Sie kommen aus Belgien und arbeiten angeblich für einen Fernsehsender der Vereinigten Arabischen Emirate. Diese Bilder zeigen den Attentäter, der sich als Kameramann ausgab. Im Akku seiner in Frankreich gestohlenen Kamera wird später die Bombe versteckt sein. Bevor sie Massoud töteten, hatten sie ein Interview mit Präsident Rabbani geführt. Links der Attentäter, der vorgab, Journalist zu sein. Doch zurück zum 16. September 2001. Der Hubschrauber mit Massouds sterblichen Überresten trifft im Dorf ein. Es ist etwa 8 Uhr morgens. Diese Männer sind Mitglieder seiner persönlichen Leibwache. Entgegen der Tradition werden sie den Sarg tragen und nicht Angehörige, Gäste oder Einheimische aus der Region. Die Angehörigen dürfen noch einen Blick auf das Gesicht des Verstorbenen werfen. Doch da die Menschenmenge nur schwer zurückzuhalten ist, soll der Sarg erst später geöffnet werden. Der Mann mit der Kamera in der Hand ist Youssef Janessar. Er hat bereits an Bord des Hubschraubers gefilmt und ist schnell ausgestiegen, um das Ausladen des Sarges nicht zu verpassen. Ein weiterer Kameramann dreht aus dem Inneren des Hubschraubers. Und dies sind die Bilder, die Janessar von draußen aufgenommen hat. Betrachten wir die Szene noch einmal in Zeitlupe. Achtung! Von rechts nähert sich Rabbani, um den Sarg mitzutragen. Doch es gelingt ihm nicht. Die Leibwächter des toten Kommandanten hindern ihn daran.
Am unteren Bildrand tritt ein Mann mit einem schwarzen Turban mit hellen Streifen hinzu. Es ist Sayaf. Auch er wird weggeschoben. Die Zeremonie beginnt. Entlang des Trauerzuges werfen die Zuschauer Blumen auf den Sarg. Das Panzerfahrzeug wartet ein Stück weiter an der Wegstrecke. Kurz darauf. Der Sarg steht, wie vorgesehen, auf der Geschützlafette hinter dem Panzerfahrzeug. Nun wird die Flagge der Republik mit der grünen Fahne des Islam bedeckt. Eine Minute später. Im Vordergrund ist in Blau Außenminister Abdullah erkennbar. Als Angehöriger Massouds erhält er einen Ehrenplatz auf dem Panzer. Der Mann neben ihm ist Samad, der Befehlshaber der Leibwache. Der Mann im weißen Hemd, der am anderen Ende des Sarges auf die Lafette steigt, ist Kommandant Fahim. Diese Bilder entstanden 3 Minuten später. Fahim steht immer noch am selben Platz. Als Massouds Nachfolger will er für alle gut sichtbar sein. Betrachten wir jetzt die Bilder vom vorderen Teil des Panzers. Einen Moment. In der Mitte ist Massouds kleiner Sohn Ahmad zu erkennen. Links von ihm sitzt Tajuddin, Massouds Schwiegervater. Und der Mann daneben ist Odud, ein Neffe. Er war bereits im Hubschrauber zu sehen. Auf der anderen Seite sitzt Ahmad Zia, ein Bruder Massouds. Die Familie hat also in der ersten Reihe Platz genommen und Sayaf sitzt gleich dahinter. Doch zurück zum hinteren Teil des Panzers. Dort steht Fahim immer noch aufrecht. Rechts kommt auf dem Dach eines Autos der Kameramann Janessar ins Bild. Er macht gerade diese Aufnahmen von dem vorüberrollenden Panzer. Anschließend wird er Massouds Hubschrauber besteigen, um den Trauerzug auf seiner gesamten Länge zu drehen. Weitere Kameramänner haben sich auf seine Anweisung hin in der Menschenmenge verteilt. Ihre Bilder werden die Erinnerung an diesen bedeutenden Tag in der Geschichte Afghanistans entscheidend beeinflussen. Janessar war Massouds ständiger Kameramann. Er hat den Kommandanten jahrelang gefilmt, um seinen Kampf zu dokumentieren. Doch die Bilder dienten auch militärischen Zwecken. Diese Aufnahmen machte er 14 Jahre zuvor, als Afghanistan noch gegen sowjetische Truppen kämpfte. Der Kameramann befand sich damals in großer Gefahr. Betrachten wir die Szene noch einmal in Zeitlupe. Nach jedem Kampf werden die Aufnahmen ausgewertet, um die Strategie zu verbessern. Eine Idee des Kommandanten Massoud. Diese Bilder sind ebenfalls 1987 entstanden. Die Männer beobachten aus der Ferne eine Festung der pro-sowjetischen Truppen Afghanistans. Die Aufnahmen sind von schlechter Qualität, doch das spielt keine Rolle. Mit ihrer Hilfe kann anschließend ein verkleinertes Modell der Festung und ihrer Umgebung erstellt werden. Der helle Sand markiert dabei einen Flusslauf. Mit einem Stock in der Hand zeigt Kommandant Massoud, wo die Kämpfer in Stellung gehen sollen. Am Tag des Angriffs wird erneut gefilmt. Nachdem die Widerstandskämpfer die Festung erobert haben, studieren sie ein weiteres Mal die Filmaufnahmen. Auch sie wurden von Youssef Janessar gedreht,
der bereits im Alter von 15 Jahren begann, für Massoud zu arbeiten. Doch zurück zum Trauerzug. Woher stammen die vielen Porträts von Massoud? Sie wurden am Morgen mit dem Hubschrauber aus Tadschikistan gebracht, sind aber im Iran gedruckt worden. Der Iran unterstützt den afghanischen Widerstand gegen die Taliban. Mehrere Zeugen haben an diesem Tag ein Kampfflugzeug vorüberfliegen sehen. Und zwar genau in diesem Moment. Der Mann mit der Brille, da, macht eine Handbewegung, die auf ein Flugzeug hindeutet. Beobachten wir ihn noch ein wenig. Jetzt schaut er zum Himmel hoch. Ein Angriff käme in diesem Moment einer Katastrophe gleich. Über ihm wenden einige weitere Personen die Köpfe in Richtung der Bedrohung. Von den rund 100.000 Einheimischen und Flüchtlingen, die sich im Panjshir-Tal aufhalten, ist ein Großteil der Männer anwesend. Es sind Zehntausende. Die Taliban sind nicht ihre einzigen Feinde. Auf diesem schwarzen Transparent, schwarz als Zeichen der Trauer, steht geschrieben: Tod dem Terroristen Osama, der die Welt beherrschen will. Osama bin Laden, der Al-Qaida-Führer, wird ebenfalls für das Attentat verantwortlich gemacht. Die Slogans, die aus diesem Lautsprecher dringen, beschuldigen außerdem ein Nachbarland. Das Panjshir-Tal und die letzten Rückzugsgebiete der Widerstandskämpfer sind gefährdeter denn je. Der Widerstand hat nicht nur seinen militärischen Führer, sondern auch eine mythische Figur verloren. Diese Bilder zeigen Massoud im Jahr 1982 im Panjshir-Tal. Der 29-Jährige ist bereits einer der Anführer im Kampf gegen die sowjetischen Truppen. Unter seinen Kampfgenossen befindet sich auch der zukünftige Kommandant Fahim. 10 Jahre später wird die Bilanz katastrophal sein. Über 1 Million tote Zivilisten und Soldaten, bei einer Bevölkerungszahl von nur rund 15 Millionen. 1979 marschieren Truppen der UdSSR, des großen Nachbarn im Norden, in Afghanistan ein. Massoud verschanzt sich mit einigen tausend Kämpfern im Panjshir-Tal. Er überlebt 7 Offensiven der Roten Armee. 20 Jahre später kontrollieren die Taliban fast ganz Afghanistan. Im April 2001 steht der Widerstand kurz vor dem Zusammenbruch. Massoud bittet Europa um Hilfe. In Frankreich wird er vom damaligen Außenminister Hubert Védrine empfangen. Massoud wird auch eingeladen, eine Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg zu halten. Angesichts dieser internationalen Anerkennung ist es in den Augen seiner Feinde nun dringend notwendig, ihn aus dem Weg zu räumen. Im Kampf für die Sache nutzt Massoud schon seit langem die Medien. Dies ist das letzte Interview, das er wenige Wochen vor seiner Ermordung durch die beiden falschen Journalisten gab. Eine Frage betrifft Osama bin Laden. در صورتی که شما قدرت در کابل پس بگیرید آیا شما اسامه بن لادن ملل متحد تسلیم میدین یا نه؟ اسامه بن لادن خودش در افغانستان مرتکب جنایت بیشمار شده. او به شمول افرادش به هزارها افغان در افغانستان به قتل رسانده، جنایت کرده، خانه ها را حریق کرده، اشجار را قطع کرده. دیگه نظر ما اول است که بهتر است که اسامه بن لادن در خود افغانستان توسط خود ملت افغانستان محاکمه شود. Als dieses Interview aufgezeichnet wird, ist das Attentat auf Massoud bereits geplant. 4 Kilometer. Das ist die ungefähre Entfernung vom Landeplatz des Hubschraubers bis zu Massouds Grabstätte. Die im Wind flatternden Fahnen repräsentieren die Islamische Republik Afghanistan, die nach dem Abzug der sowjetischen Truppen gegründet wurde und sich nun im Krieg gegen die Taliban befindet.
Viele dieser grün-weiß-schwarzen Fahnen wurden in aller Eile hergestellt. In ihrer Mitte fehlt daher das goldene Wappen, das nicht leicht nachzudrucken ist. Inzwischen ist es fast Mittag. Der Trauerzug hat beinahe 4 Stunden gebraucht, um die 4 Kilometer zurückzulegen. Die Hand im Vordergrund gehört einem der beiden Kameramänner, die für Janeza arbeiten. Hier sehen wir ihn auf dem Panzer stehen. Auf dem Hügel, auf dem die Grabstätte liegt, hat sich bereits eine große Menschenmenge versammelt. Viele haben es vorgezogen, hier oben auf den Trauerzug zu warten. Eine Frau. Eine von nur 2 Frauen afghanischer Herkunft, die bei der Beerdigung zugegen sind. Nilab Mobares. Sie arbeitet in Frankreich als Chirurgin und war gekommen, um mit Massoud über ihre Hilfsorganisation zu sprechen. Diese Luftaufnahmen zeigen Frauen und Mädchen in bunten Kleidern, die auf den Dächern ihrer Häuser stehen, um den Trauerzug aus der Ferne zu beobachten. Da sind noch einige. Ansonsten wirkt das Dorf wie ausgestorben. Die Grablegung steht kurz bevor. Massouds ehemalige Leibwächter haben den Sarg vom Panzer gehoben und auf den Hügel getragen. Hier soll die Beisetzung stattfinden. Massouds Sohn Ahmad ist schon da. Doch wer leitet diesen Teil der Zeremonie? Diese Aufgabe übernimmt Massouds Schwiegervater Tajuddin. Er ist das Oberhaupt der Familie. Er gibt nun Anweisung, den Sarg zu öffnen, damit die Menge das Gesicht des Verstorbenen sehen kann. Ein Anblick, der heftige Emotionen auslöst. Um die Menge zu beruhigen, beginnt der Mann am Mikrofon schließlich, Allah zu preisen. Noch einmal zurück zur Ankunft des Sarges. Er wurde zunächst herumgedreht, damit der Kopf des Verstorbenen nach Mekka weist. Dann wird der Sarg geöffnet, um Massouds Gesicht zu zeigen. Anschließend heben die Männer den Leichnam heraus und legen ihn in die Erde. Zuletzt machen sich die Angehörigen gemeinsam daran, das Grab zuzuschaufeln. Nach afghanischer Tradition wird die Grabstätte mit 2 flachen, hochkant aufgestellten Steinen markiert. Nach den Gebeten ergreifen die hochrangigsten Gäste das Wort. Sie sprechen in Anwesenheit von Massouds Sohn und Schwiegervater. Den Anfang macht Präsident Rabbani, gefolgt von Dr. Abdullah, Kommandant Fahim und schließlich Sayaf, der als talentierter Redner gilt. Diese Führer haben Massouds Tod so lange wie möglich geheim gehalten. Das Attentat schwächt sie. Doch sie möchten Einigkeit zeigen und ihre Entschlossenheit demonstrieren, den Kampf gegen die Taliban fortzusetzen. Noch ahnen sie nicht, dass die Ereignisse vom 11. September 2001, 5 Tage zuvor, ihre Situation grundlegend verändern werden. In wenigen Wochen werden die USA und ihre Verbündeten in Afghanistan eine Großoffensive gegen die Taliban starten, die unter dem Verdacht stehen, Osama bin Laden zu schützen. Ihre Truppen werden die Taliban aus Kabul vertreiben. Kommandant Fahim steht die baldige Beförderung zum Marschall bevor. Außenminister Abdullah wird zur Präsidentschaftswahl antreten. Sayaf wird ein einflussreiches Parlamentsmitglied werden.
Präsident Rabbani ist genau wie Massoud ein tragisches Ende bestimmt. Er wird am 20. September 2011 ermordet. Und Kameramann Youssef Janessar wird alles tun, um die Aufnahmen des Kommandanten Massoud zu bewahren, die er seit Beginn der 80er Jahre gedreht hat.